Yang Shuilian, Vorstand einer Firma, die der Kommunistischen Partei untersteht, verkündete von der Deportierung von 433 Uiguren aus Guljar nach Suining in China. Dort werden sie als Arbeitssklaven auf Baustellen und in der Landwirtschaft ausgebeutet. Der Präsident des Osttürkischen Nationalkomitees Seyit Tümtürk reiste in Genf ein, um an einer Konferenz über Menschenrechte bei den Vereinten Nationen teilzunehmen. Dort Anwesenden erklärte der Vertreter der Uiguren die Menschenrechtslage des von China besetzten Osttürkestans. Der flüchtige Nagashibay Esmirza, der aus einem Internierungslager in Osttürkestan floh und anschließend in Kasachstan Zuflucht fand, führte dort seine politischen Aktivitäten fort. Einer aktuellen Meldung der kasachischen Nachrichtenagentur zufolge verstarb der Aktivist überraschend an einem Herzinfarkt. Der Verstorbene soll sich auf dem Weg zu einer gerichtlichen Verhandlung befunden haben, die ein Verbot des Atatürk-Vereins sowie die Bestrafung des Vereinspräsidenten zum Thema hatte, bis er schließlich im Gerichtsflur seinem Infarkt erlag. Das Verfahren wurde durch pro-chinesische Kräfte in die Wege geleitet. Russland und Usbekistan öffnen und vereinen ihren Luftraum für militärische Flugzeuge beider Länder. Zuletzt wurde die vertragliche Einigung durch Usbekistans Präsident Mirziyoyew abgesegnet. Unter dem Schutz der israelischen Polizei stehend, beschlagnahmten jüdische Siedler in der Ostjerusalemer Altstadt die Wohnung der palästinensischen Halebi-Familie. Dabei kam es zu spannungsgeladenen Zusammenstößen zwischen wütenden Palästinensern und Sicherheitskräften. Ukraines Außenminister Klimkin stellt klar, dass Russland alle 40 Sekunden offizielle staatliche Internetseiten angreift, wie etwa die der ukrainischen Regierung oder des Zuständigen Rates für Wahlen. Auch aus den USA waren im Jahr 2016 wegen Russlands Manipulationen an der Präsidentschaftswahl zahlreiche Beschwerden zu vernehmen.